Servus und Habidere zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Mit mir im virtuellen Studio ist der Kani dabei. Im virtuellen Studio, hätte er gemeint, heute im virtuellen Sägewerk. Im Sägewerk? Na, sägen tun die anderen. Wir haben jetzt Lobpreisen. Ah, okay. Er hat gemeint, dass wir die Säge anwerfen, aber dann halt nicht. Weil was hätte man denn eigentlich sageln sollen? Ja, also alle anderen sageln Halloween Kills. Jetzt weiß ich nicht, hast du da auch was zum Sageln oder hast du etwas was Konstruktives beizutragen? Also es gibt schon Plots, wo man eine Säge ansetzen kann, sage ich mal, aber im Großen und Ganzen habe ich ganz schön viel Spaß gehabt im Kino. Also ich muss wirklich sagen, der hat richtig Spaß gemacht. Also wer mit dem 2018er seinen Spaß gehabt hat, der dürfte mit dem 2021er auch seinen Spaß haben. Aber jetzt darf man zuerst einmal die Leute ein wenig erklären, um was das geht. Bringst du das noch zusammen? Das ist sau lang her. Ich weiß jetzt auch nicht. Ja. Soll ich sie machen, aber oder was? Ich schau mal. Machen wir miteinander wegen. Also du hilfst mir, gut, das passt, das ist schön. So, wenn es in der Schule auch gewesen wäre. Halloween Kills setzt direkt an den von Mike erwähnten 2018er Halloween an. Und sie haben ja mit dem 2018er haben sie ja alle Fortsetzungen aus dem Halloween-Franchise ignoriert und haben gesagt, okay, 2018 ist jetzt die direkte Fortsetzung zu 1978 vom Original. Es ist ja von Anfang an als eine Trilogie angesetzt gewesen und mit Halloween Kills wird diese neue Reihe, ich sage jetzt einfach mal, weitergeführt. Direkt nach den Ereignissen vom 2018er setzen wir da an und haben aber auch noch einen kleinen Rückblick auf den 78er, in dem dann so erklärt wird, wie das eigentlich dann hergegangen ist, dass der dann da im Gefängnis gelandet ist, der Michael Myers. Finde ich ganz cool gemacht, aber das ist gerade Nebensache, können wir später verzeihen. Auf alle Fälle wird ja am Ende vom 2018er der Michael in dem Haus vor der Laurie eingesperrt und abgefackelt und sich freuen sie, ja, der Idiot verbrennt jetzt und dann, kommt halt die Feuerwehr, weil es brennt, ist eh klar. Und dadurch kommt er halt wieder raus und hat es doch wieder geschafft, dass er nicht hops geht. Rumpelt dann zurück nach Haddonfield, Richtung sein Chirban, der möchte wieder in sein Chirban. Und auf dem Weg dorthin, wer in Quere kommt, der hat halt einfach die Arschkarten gezogen. Ja, weil der Michael auf alle Fälle ist wie der weiße Hai in dem Film. Also er hat wirklich eine Präsenz, dass du sagst, wow, so hat man Michael schon lange nicht mehr gesehen. Also nicht so übertrieben, in Anführungszeichen, wie es beim Rob Zombie war, da wo er wirklich schon ein Wrestler Michael Myers war. Sondern da war das die richtige Urgewalt. Ja, genau. Und so ist halt wirklich wieder ein wenig bodenständiger oder so, wie man den Michael eben aus dem 2018er Film kennt hat. Aber er ist halt um einiges gröber. Also er ist auf diese, dass er da ein wenig gesenkt worden ist, übelst angefressen. Und er zieht da eine unglaublich blutige Spur durch Haddonfield. Oder nicht nur er zieht eine blutige Spur durch, sondern das ganze Dorf, Haddonfield oder Stadt oder was auch immer das ist, ein Markt. Ein Markt, okay. Ja, also Markt. Die machen jetzt eben auch mobil und wollen gründen so eine Art Bürgerwehr und wollen unserem Titelhelden quasi ans Leder und wollen quasi zurückschlagen. Genau. Mehr, meine ich, werden wir nicht verzeihen können, weil sonst da mal spoilern, oder? Wie schaut's denn aus? Ja, also mehr besteht doch die Geschichte gar nicht. Nein, mehr möchte ich ja gar nicht haben, sagen wir so. Ja, das ist alles gesagt von der Story und dann geht's los und dann ist es eine Schlachtplatte vor dem Herrn, dass man gedacht habe, ja, genau, das ist eigentlich, ich weiß nicht, warum weil viele bemängeln ja das bei dem Film, dass der sein Fokus so auf die Gewalt gelegt hat und ich sag, ja, bitte. Ja. Wir haben jetzt seit 43 Jahren ungefähr, haben wir Halloween-Filme. Und der hat zwar immer wieder mal so Gewaltspitzchen drinnen, aber sein Fokus halt nie so drauf, also ist es vollkommen okay für mich gewesen, was war das jetzt, der 11. Film? Der 12. Der 12. Film und jetzt wird mir so richtig krass draufgehalten. Da haben wir gedacht, passt, genau das mache ich jetzt mal. Das ist einmal in Anführungszeichen ein frischer Wind, insofern halt eine reine Schlitzerei ein frischer Wind sein kann. Ja. Aber für Michael Myers ist halt das mal einfach mal was anderes und nicht ständig das Gleiche, wie es sonst war. Ja, ist ja nicht nur, der frische Wind kommt ja nicht nur anhand von der ganzen Brutalität daher, sondern ich find's mir ganz lustig, wenn die Leute sich dann beschweren, ja, und früher war alles anders. Ja, früher war ja alles beschissen. Also Freunde, ich weiß auch nicht, also der Dreier, den lassen wir jetzt mal außen vor.
weil der an sich als Solo super funktioniert. Aber die Serie, die Originalreihe von Halloween hat ja eigentlich schon ab dem Vierer massive Probleme. Also der Vierer fängt ja noch stark an und flacht dann unglaublich ab. Also welcher war denn der Vierer? Was war denn da gleich wieder für los? Da ist er quasi ja, noch im zweiten Teil ist er ja verbrennt, so ungefähr, und dann wird er verlegt. Und dann flüchtet er quasi bei der Überführung aus dem Krankenhaus ins Gefängnis und macht sie dann eben auch wieder auf nach Haddonfield. Und da trifft er ja dann die, wie heißt Danielle Harris, das ist ja seine Nichte, die Jamie, und auf die hat er es dann abgesehen. In dem Film geht's ja eigentlich auch, haben wir zum ersten Mal auch die Mob-Thematik zum Beispiel mit dabei, wo sich jetzt Leute voll aufregen bei Halloween Kills, ja, mit dem Mob, das nervt mich, haben wir aber im Vierer schon gehabt, Freunde. Ja, aber der Vierer ist das, was am Ende, wo sie mit der Schrotflinte über die überschießen, oder? Ja, wo der Tunnel zusammenbricht, irgendwie, der Brunnen. Ja, genau. Und dann geht's ja weiter, Bodensatz, der Teil 5, Teil 6, ja, eine Scheiße vor dem Herrn. Und da möchte irgendjemand sagen, dass Halloween Kills ein schlechter Film ist, obwohl er dann die gesehen hat. Also ich weiß jetzt auch nicht. Dann geht's weiter. Also Halloween Age 20 hat auch wieder den ganzen Rotz vorher ignoriert und hat da eine Storyline ab Teil 2 gemacht, fand ich auch super. Reißen sehr aber cool. Das Ganze mit dem Arsch wieder ein mit Halloween Resurrection, der wo wieder den ganzen Halloween Age 20 in Scheiße zirkt, weil der Anfang, das ganze Ende von Halloween Age 20 ad absurdum führt, wo sie auch wieder unglaublich beschissen fand. Komplett. Und dann der Busta Rhymes noch gerade in dem Film. Ja, um Himmels Willen. Und dann der Kill an Michael, dass er mit Elektrodrähte am Sack verbrennt. Also Freunde, wo sind wir denn? Gell? Also ich möchte jetzt gar so einen Scheiß hören. Halloween Kills war ein Krampffilm, aber Resurrection mit dem Busta Rhymes war super. Mit die gerösteten Michael Myers Eier. Also alles was recht ist. Das war es. Und das nächste ist dann, wie gesagt, Halloween vom Rob Zombie, da scheiden sie dann so wieder die nächsten Geister. Die anderen, denen war er zu bodenständig, weil da ist ja nichts Mystisches mehr dabei. Ja, Freunde, jetzt kommt das Mystische wieder in die Serie zurück und das heute einfach den David Gordon Green und wie heißt der andere? Der Danny McBride, den ich heute das einfach zugute, dass jetzt wieder auch das Mystische mit einbringen. Und ich finde den neuen Ansatz einfach klasse. Und Halloween Kills führt den starken 2018er Gebühren weiter. Wenn auch nicht perfekt, also es gibt schon ein paar kleine Sachen, wo ich da noch mich dazu äußern werde, aber im Großen und Ganzen war ich als Slasher-Fan von Halloween Kills voll bedient und habe einen riesen Spaß gehabt. Voll. Also da kann ich eigentlich auch nicht großartig was dagegen sagen. Wie gesagt, das mit dem Mob, das war das Einzige, wo ich die Säge ansetzen darf. Das war jetzt nicht allein die Thematik Mob, aber wie sie es dann umgesetzt haben im Krankenhaus, das hat mich furchtbar aufgeregt. Das war so eine dermaßen blöd, künstlich in die Länge gezogene Szene. Und dann, ja, weiß nicht, warum das so, das hat ja nichts zur Story beigetragen oder sonstiges. Gut, sie wollten immer mit ihrem Schmarrn da so, und das, der Michael hat jetzt das Böse in alle Leute erweckt und bla bla. Aber halt doch dein Maul mit dem Scheiß, das interessiert mich nicht. Ich möchte jetzt nicht den depperten Mob durchs Krankenhaus rennen sehen, sondern ich möchte sehen, wie der Michael sich durch den Mob durchschnitzelt. Das war das gewesen. Also das war für mich so, da verstehe ich es, wenn die Leute sich aufregen. Ja. Nein, das hat mir auch zu lang gedauert. Vor allem, da wird eben auch einem nachgejagt, der nicht der Michael ist. Und also seid mir nicht best, das hätte man kennt. Also, man kann zwar schon sagen, okay, der Mob, der ist dann so blind wütend, und geht da auf einen Unschuldigen los. Aber, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so nah an der Realität, in Anführungszeichen, so real, wie wir halt beim Slasher sind, dran ist. Ja, da bin ich jetzt, das ist auch weniger das, was mich stört, weil diese Gruppendynamik, wo irgendein Mob irgendjemand verrammt hat, das hat es ja alles schon in echt gegeben. Ja. Das ist jetzt weniger das gewesen, was mich stört, weil das habe ich auch gehört, ja, der Jungs an anderen und da ist es gar nicht der Michael, wo ich sage, ja, und das ist ja auch gegangen, dass sie jetzt nicht einfach so gebauscht haben, dass einer anfängt zum Schreien, das ist der Michael und dann eben diese ganze Gruppe da, dass sie das halt einfach auf alle anderen übertragen hat, um das ist halt gegangen. Ja, das haben auch wieder, das sind nicht wieder so Beschwerden, wo ich dann sage, wenn du dich schon drüber beschwerst, dann beschwer dich halt richtig und denk ein bisschen drüber nach, und nicht, dass du einfach nur dein Maul aufgerissen hast. Ja, und vor allem, wo man sagt in Amerika, dass alle das Kapitol stürmen in ganz wilde Kostüme und Verkleidungen, also haben wir da nicht weit weg, satz wir nicht besser. Was ich noch finde, also von der positiven Seite her, das ist, er führt immer wieder so kleine Charaktere ein. Auch alle, die wo man aus dem 2018er Film gerade so kurz gesehen hat oder wo so kurz angeschnitten sind, mit denen, da hat man dann bei Halloween Kills also kleine Aha-Erlebnisse und sagt, das ist der aus dem Film, der hat sein Stethoskop da und hin und her. Und jeder kriegt ein paar so seine Minuten. Auch der Big
John oder der Little John oder wie haben's geheißen, die zwei Schwulen. Genau, die haben nicht viel Screamtime, aber die haben so nett geschrieben, so gut geschrieben, dass man trotzdem einer das Schicksal nicht vergönnt. Oder gleich das erste Pärchen, das dran glauben muss, die haben nicht viel Screamtime oder viel Einleitung, aber das, was haben, macht sie sofort sympathisch und man fiebert eben auch gleich mit. Und dann, wenn man dann weiß, oh Scheiße, The Shape himself steht schon wieder irgendwo dahinter und wird die zwei gleich übelst niedermachen, ja, man fiebert dann wieder voll mit. Und das muss man die Drehbuchschreiber voll zugute halten, dass die das wirklich gut gemacht haben. Dass Charaktere, die nicht viel Screentime haben, wirklich zum Mitfiebern einlohnen lassen. Ja, voll. Übrigens, heute schon wieder hat man einen Screenshot geschickt von irgendeinem Artikel, ich weiß nicht, wo der außer war. Halloween Kills ist jetzt homophob. Ja, weil genau. er das schwule Pärchen umgebracht hat. Okay. Ja, voll. Ja, lass mal so stehen, oder? Das müsst ihr so stehen lassen, weil alles was recht ist. Weil, was vor allem, willst du wenn's sagen, jetzt wenn er so eine Scheiße schreibt? Also, das Ja. sehen die Leute, tut mir leid, aber nimmt ja einen Stift weg, die brauchen nichts mehr schreiben. Das sind dieselben Leute, die sich beschweren hatten, wenn die zwei jetzt nicht schwul gewesen wären, hätte es geheißen, ja, Halloween Kills hat schon wieder keine schwule Opfer. Wie homophob ist denn das? Ja, da Naja. kannst du wahrscheinlich eine eigene Folge vorher machen mit dem Thema. Also, wie gesagt, sehen die Leute, nimmt ja einen Stift weg, die sollten nichts verloren haben, irgendwo, wo man es schreibt und seine Meinung kundtun darf, weil, wenn ich sehr einen Scheißtrick verzeihe, dann sollte ich vielleicht erst noch mit Schwiege. Ja, oder diese unglaubliche Petition mit Release the Fireman Slaughter from Halloween Kills. Remove, ist ja, aber nicht Release. Remove, chill, ja, richtig. Ja, wo sind wir denn? Weißt, also, da müsste man dann Petitionen aufführen, dass man keine Teens jetzt dann in Slasher mal umbringen darf, oder was? Dann können wir mit die ganzen Slasher sofort aufhören. Wenn jetzt jeder auf einmal anfängt, dass er sich da peinlich berührt fühlt oder sich da chauffiert, dass irgendjemand umgebracht wird, der es eigentlich nicht verdient hätte. Deswegen haben ja die Slasher da, Freunde. Ja, eben, das sage ich auch. Also, das ist einfach, nehmt ihr das Internet weg. Das ist das Problem. Ja. Nehmt ihr das Internet weg, die Leute. Und wenn wir jetzt schon mal bei der Feuerwehr-Thematik sind, weil da hat es geheißen, ja, dass das doch überhaupt nicht geht, dass da so eine exzessiv krasse Gewalt an die Feuerwehrmänner dargestellt wird. Und dann schaust du das an, das ist natürlich schon gewalttätig, aber es ist jetzt nicht so, dass da voll draufgehalten wird, wie Leute ausweidet und zerstückelt und sonst irgendwas. Ja. Sondern das sind ganz normale Slasher-Kills. Und am Ende liegt halt dann das Gulasch am Boden, aber ist jetzt nicht so, dass ich da 10 Minuten draufholt, wieder einer nach den anderen durch den Fleischwolf durchlässt. Ja, das stimmt. Und vor allem die Szene ist ja auch saugeil. Also wie gesagt, wo er da vor dem brennenden Haus rauskommt, Oh ja. mit dem riesigen Brecheisen und dann der fette Carpenter-Soundtrack dazu. Das Voll ist, geil. gibt's Gänsehaut. Richtig geil. Voll. Also das schaut so gut aus, wenn er da steht, der Sound, Feier dumm, eher saulästig, siehst du mal durch die Masken, dass er saulästig ist. Und dann sagt er, jetzt ist hier erst einmal Achterbahn, Leute. Sehr stark. Das Einzige, was ich dem Film ein wenig angreifen muss, also er tut so, er ignoriert alles nach dem ersten Teil. Aber die Leute, die haben so hysterisch, oder auch die Laurie, oder auch der, wie heißt der dann, der Tommy Doyle, die tun alle so, was wenn es die anderen Halloween-Filme geben da so ungefähr, wenn der Michael schon eine unglaublich blutige Spur durch Haddonfield gezogen hat über Jahrzehnte. Dabei hat er im Endeffekt nur einmal 1978 3 waren es oder 4 Babysitter umgebracht, wo ich sage, ja, ich weiß auch nicht, ob man da heute noch so ausflippen muss. Ja, du musst also, der setzt ja direkt an dem 18er an, wo er jetzt auch schon wieder die Leute geschlacht hat. Ja, aber das wissen ja die teilweise auch noch gar nicht. Das hat Im er schon Endeffekt. rumgesprochen, oder? Das ist doch dann in den Nachrichten auch schon und Feuerwehr ist, Polizei ist unterwegs. Okay. Der Mann ist doch das schon wieder aufgekommen, dass der da schon wieder rundum rumpelt und Leute Aber weil sie in den häckselt. Nachrichten gekommen ist. Ja, also mir Weißt ist du noch, dieser... in dem Pub sind einmal Nachrichten. Jetzt weiß ich nicht, ob sie da nur berichtet haben, dass er Ausbruch ist oder ob sie da auch berichtet haben, dass er da schon wieder... Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Da haben sie, glaube ich, auch schon von die Opfer geredet, oder? Ich weiß Da nicht. kriegt doch sogar, ja, Falle, weil da der eine Bur, der Schwarze, wird da interviewt. Ja, stimmt. Und da kommt es dann auf, dass er da schon wieder am Metzgern ist. Okay. Ja gut, dann lasst man das, weil dann ist es schon wieder nachvollziehbar. Aber so vom ganzen Ding habe ich mir gedacht, ja, warum hat's denn so krass unterwegs? Oder auch der Tommy Doyle, der ja dann einmal so einen Monolog hält bei so einem Poultry, oder wie nennt man das? Poetry Slam. Poultry Slam, holt er dann einen Monolog, wo man sagt, ja, Freund, das ist jetzt seit 40 Jahren her und du hängst dein ganzes Leben lang an der Geschichte auf, das ist schon ist der Wahnsinn.
Ja, der ist Junge. sowieso nicht ganz dicht gewesen. Voll krass. Der war sowieso ein bisschen drüber. Ja, aber ich find's cool, dass wirklich so alte Charaktere aus dem alten Carpenter-Film wieder mitgenommen haben. Zum Beispiel die Kylie Richards, die Lindsay gespielt hat, oder auch die Nancy Stephens, die damals auch die so eine Krankenschwester gespielt hat und so. Ich finde cool, dass da wirklich die Bezüge zum 78er-Film voll herstellen, indem das wirklich Charaktere oder dieselben Schauspieler hernehmen aus dem alten Film. Fand ich ziemlich cool. Das fand ich auch ziemlich cool. Und dann eben auch die coole Szene, dass sie so angebliches Material aus dem originalen Film aus der von 78 noch mit eingefügt haben, damit das Ende und der Übergang auf 2018 noch mehr Sinn ergeben. Das fand ich sehr geil gemacht. Ich fand das cool gemacht. Ich fand das richtig cool gemacht. Erstens mal, weil es halt wirklich in der Optik draht worden ist, dass es auch ausschaut, als wäre es von damals. Den Typen, der einen Loomis dann noch mit gespielt hat, das war auch sehr gut umgesetzt. Das war richtig cool gemacht. Der Sound halt einfach, also das hat voll geil eingepasst. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja. Es war wirklich, wie du sagst, es war voll stark. Du hast nicht wegkennt, ob diese Szene aus 78 ist oder aktuelle. Also das war wirklich, du hast es voll kennt, dass die Szene aus dem 78er Film hast, weil das wirklich vom ganzen Bildkorn her und von der Farbgebung her ausgeschaut hat wie in dem Carpenter-Film. Und dann auch die Übergänge quasi zu dem moderner, zu dem Hochglanz mag ich jetzt nicht sagen, aber zu dem moderner oder zu dem aktuellen Szenario fand ich super. Echt stark gemacht. Voll, ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Und gut, man kann dann zwar sagen, warum wird er da wegen 3 Schläge, auf einmal liegt er da und ansonsten metzelt er sich durch den ganzen Mob durch. Aber es hat ja geheißen, er wird von Mord zu Mord stärker. Deswegen da war er noch nicht so stark, Leute. Deswegen sage ich finde es cool, dass wirklich wieder ein wenig so das Mystische einbringen. Dass man jetzt sagt, nicht nur, ein Mensch mit einer Maske, sondern er ist einfach das Böse. Und das, wo immer mit seinen Taten wächst und stärker wird. Und die Herangehensweise finde ich super. Und was für Taten, hey? Ich sag gerade, wenn er die neuen Schwarzen das Messer und das Saugen reinhaut. Voll krass. Das war richtig gut. Es war nicht nur zahlreich, ich glaube 28 Kills gingen auf den Michael, oder? Ja, wir haben nicht mitzählt, aber wenn du das sagst, wird's stimmen. Ich glaube, um die 28 sind's und die haben wirklich, wenn draufgehalten wird, schaut super aus. Also von der Qualität, von den Effekten her, das ist super. Und richtig gut. Und es wird voll drauf gehalten. Also Freunde, die 18er Freigabe ist gerechtfertigt. Die hat es ja erarbeitet. blutigst. Und ich möchte fast sagen, es gibt 2 Szenen, allen voran eine Szene mit einer Leuchtstoffröhre, also mit so einer Leuchtröhre, wo ich sage, das ist schon wieder so krass, dass ob es nicht da noch eine Spiel-JK-Freigabe gibt für ein Blu-ray-Release. Also das war schon die war hart an der Grenze. Ja. Selbstzweckhaften Gewalt, ja. Da war wirklich was los. Aber es hat halt irgendwie das auch unterstrichen, also die ganze Szene hat für mich das immer unterstrichen, dass er einfach überhaupt keinen Bezug zum Leben hat. Dass ihm das einfach scheißegal ist, wenn er da den anderen da noch hinlegt und dann halt zum Messerblock umbaut. War krass, ja. Stark. Das ist echt, also da waren schon Sachen dabei. Coole Hommage, aber das Coole finde ich, das hat ja schon der 218er gemacht, weil ja der originale dritte ja immer so verteufelt wird als Scheißtrickfilm. Ja. Und der erste, der 18er, hat ja schon ein kleines Cameo von dem dritten zulassen und jetzt halt wieder, indem sie die 3 Masken doch rumlaufen lassen von dem Film. Das sind ja wieder die 3 aus dem 18er, oder? Ja, genau. Die hast du im ersten schon gesehen, im 18er rumlaufen gesehen und jetzt im zweiten laufen sie nicht mehr so viel rum. Nein. Aber das finde ich auch cool, dass der trotzdem jetzt mal gewürdigt wird, weil er halt auch, wenn er jetzt nicht den Michael Myers Bezug hat, ist aber unglaublich cooler Horrorfim. Voll, absolut. Und er hat einen Tom Atkins, also das wertet in jedem Film auf. Das stimmt, ja. Und auch die anderen, die auch im 18er vorgekommen sind, das schwarze Pärchen, wo die als Doktor Pärchen verkleidet aus dem Haus gingen, fand ich auch super, vor allem eher, weil er so schon wieder sein Stethoskop vergisst und so und das Stethoskop dann auch noch mit zum Einsatz kommt und also ich finde das wirklich schön, weil das wirklich alles so ineinander greift und das haben sie wirklich stark gemacht, wo wirklich bei den alten Halloween-Filmen oft das mit der Kohärenz und mit dem Zusammengehörigkeit von die einzelnen Filme alles ein wenig oft ein Problem ist und da haben sie wirklich darauf geschaut, dass vom 78er weg, da vom Ende, dass da wieder alles zusammenpasst und dass der 2018er mit den Charaktere mit Halloween Kills wieder zusammenpasst und wer weiß, was uns bei Halloween Ends, der wo hoffentlich nächstes Jahr kommt, oder? Was uns der dann noch alles an Querverweise und weitere Handlungsstränge präsentieren wird. Bin ich auch gespannt. Vor allem, er soll ja nur das Ende von dieser Trilogie bedeuten, aber nicht das Ende von Michael Myers.
Niemals. Habe ich zumindest jetzt das gehört. Und bei dem Einspielergebnis, das jetzt auch nur Kills schon eingefahren hat, gehe ich mal davon aus, dass Halloween Ends vielleicht auch ähnlich gut abschneiden wird dann. Man weiß es noch nicht, aber ich denke mal, dass da schon genug Leute ins Kino rumpeln, weil Michael Myers geht immer. Auf jeden Fall. Dann soll der kann für mich immer umeinander laufen und metzeln. Die Michael Myers schaue ich auch gern zu, auch wenn man jetzt auch die schlechten Filme nimmt. Aber wenn er läuft, dann, wenn ich ihn irgendwo sehe, dann schaue ich mir gerne an. Ich mag einfach die Michael Myers schon als Figur. Man kann sich das alles so schauen und vor allem, es ist ja auch beim so 0815 Slasher, die gängen immer. Nur ich finde es halt einfach immer dann scheiße, wenn ein neuer rauskommt von einem Franchise, der wo wirklich einmal was probiert und einmal wirklich dann an den Fanservice bietet und dann die Leute immer noch mosern. Ja, wisst ihr was, dann lasst es, schaut halt einfach nur die alten Filme an und lasst halt dann einfach die neuen aus, weil ich weiß auch nicht, also recht viel anders machen ja haben die alten auch nicht gemacht und da heißt es ja die goldenen Slasher aus die 80er, ja, aber die, wo das jetzt halt probieren, dass die Slasher-Ding so abziehen wie früher, die sind jetzt aber die Scheißfilme und das finde ich einfach kacke. Die Herangehensweise von die Pseudo-Fans. Ja, was möchtest du mit denen? Was haben sie beschwert? Warum schießen die immer aus der Naht daneben? Ja, ist doch scheißegal, ob sie einen treffen oder nicht. Das habt ihr doch gesehen, am Ende wieder von 20 Kugeln durch Löcher und interessiert einen nicht, steht wieder auf und macht Hackfleisch. Ja, und dann muss ich davor absehen, es ist, wenn du irgendeinem Pöbel irgendwelche Leute, 0815 Leute auf einmal ja klar ins Händen druckst, ich möchte nicht wissen, wie die in der Gegend rumstopseln daten und ob da jemand irgendwo das treffen darf. Also, ja, da sprechen dann über die ganzen es ist wie, es war das beste Beispiel, bei der Pandemie waren es alle Virologen, beim Fußball sind es alles die Bundestrainer, da sind es jetzt auf einmal alles die Profischützen, die genau wissen, wie das abläuft, lauter Gescheitschmerzen, sonst nichts. Und selbst, und wie gesagt, oftmals ist es halt auch nur Mittel zum Zweck und für mich muss so ein Slasher da nicht unbedingt 100% logisch sein. Das brauche ich bei so einem nicht, weil da möchte ich, dass der Typ, der rumrennt, einfach rumrennt und Leute halt niedermetzelt. Und was darf man das bringen, wenn die anderen am Anfang driften dann 5-mal und dann sticht das trotzdem ab. Das macht für mich keinen Unterschied nicht. Ja. Oder weil es ja beschwert wird, weil die Atmosphäre nicht mehr so ist wie früher. Ja, es ist halt, früher ist halt einfach vorbei und wir sind mal im Jetzt. Und es ist halt einfach die Lage, dass jeder weiß, wenn irgendwo auf einem Halloween-Film, oder dass auf einem Halloween-Film, wenn auf einem Film Halloween draufsteht, einfach der Michael Myers vorkommt und der dann rumgeht und dann da Gas gibt, das möchte ich halt jetzt auch mittlerweile sehen, weil ich weiß, wer er ist und ich weiß, wie er umgeht. Und das will ich in einem Freitag der 13. Film. Hat sich ab Teil 6 vom Jason einmal irgendeiner gewundert, dass er gesagt hat, ja, das ist aber jetzt nicht mehr so suspense-mäßig oder so. Nein, das ist mir scheißegal. Der Jason schaut geil aus und ist vielleicht noch vermodert und hat ein geiles Make-up. Den möchte ich die ganze Zeit rumlaufen sehen. Und so ist es eben jetzt bei dem Halloween auch. Ja, eben, das soll ja neben mir im Kino sitzen. Absolut. Das sage ich, also, ja, ich weiß nicht, was wir wollen. Da wollen sie eine Halloween, aber kein Michael Myers sehen, oder wie? Ja. Dann schaut sich Halloween 3 an. Ja. Nein, jetzt regt ihn jetzt auf, Mike, ich merke schon, das ist schon 180. Oh, ist das Wahnsinn. Also, wie gesagt, er gibt sag's ja die Leute dagegen, eigentlich der Mike ist sauer. Herz auf ja, jetzt. nein, er gibt die Leute eigentlich das, was sie haben wollen, aber das wollen sie jetzt doch wieder nicht haben, weil jetzt passt wieder irgendwas nicht. Ja, dann halt nicht. Mir hat er gefallen, ich hab Spaß gehabt und ich freue mich auf den 3. Ich freue mich auch richtig. Also, ich habe auch Spaß gehabt mit dem Ding. Das war eigentlich genauso das, als ich gehört habe, dass eine fette Schlachtplatte ist, habe ich mir irgendwie genau das erwartet, was ich gekriegt habe. Mir hat er nicht enttäuscht. Und ich werde mir dann nochmal anschauen. Definitiv. Im Sinne moi. Ah, du hast dann im Kino noch mehr eine? Ja, den glaube ich mag ich schon noch mal im Kino sehen. Okay. Ich bin ja gespannt, weil es ist schon irgendwie angekündigt worden mit alternatives Ende und so. Weil das Ende, das rasiert einem ganz schön die Eier. So viel kann ich schon mal sagen. Oh ja, das spoilert man jetzt einmal nicht. Aber ich bin dann doch selber denkt, oh nein, ohne Scheiß jetzt. Also das, nein, aufwärts, darf's es. Ey, wie schaut's mit unserem Triple Threat aus? Kann der Film eigentlich punkten oder ist er doch ein rechter Krampf? Und wir reden jetzt eigentlich gerade über einen rechten Drecksfilm. Ja, ich weiß es nicht. Aber hast du eine Trompete gesehen? Ja, hab ich. Haben wir eine Trompete gesehen? Ja, kein Scheiß, ich hab extra aufgepasst. Das glaube ich, dass du extra drauf aufpasst. Ein paar Leichen rumliegen und man sieht dann durch das Leichenschauhaus so eine Fahrt und da sieht man eine Leiche, die quasi keine Bedeckung hat und nackig rumliegt und da sieht man eine Trompete, Alter. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann muss ich direkt nochmal am Kino selbst nichts mehr sagen, also langsam laufen lassen, die mich hergescheit singen. Schon. Wie den Pimmel in Cinderella, oder? Wie war's bei Fight Club? Genau. Haben wir mir dann auch eure Tiddies gesehen? Die haben wir leider nicht gehabt, also die habe ich zumindest keine gesehen.
Nein, mir fällt jetzt auch kein Titel mehr ein. Ah, okay. Aber tote Tiere haben wir gehabt, Baby. Wir haben einen toten Hund. Ja, also richtig. kein Grund zur Freude, das ist der letzte, aber wir haben ihn gehabt. Wir haben einen gehabt. Also, 3 von 2. 2 von 3, so. Ja, 3 von 2, genau. Willkommen zum Michaels Mathematikstunde. Ja, hast du gelernt. Hast du gelernt? Was hat dir besonders gut gefallen? Was mir besonders gut gefallen hat, die handgemachten Effekte an sich, die muss ich einfach hervorheben, weil das richtig, richtig geil und richtig, richtig hart ausgeschaut hat. Also da ist mein Gorehound richtig schön befriedigt worden. Schön. Was hat dir besonders gut gefallen, verzeih? Ich fand's einfach super, dass der Michael wieder mal so richtig angsteinflößend war. Das war wirklich, wenn's gewusst hast, oder der Michael kommt auf den Plan und es war eine Gruppe von Leuten, dass du gewusst hast, leck mich am Arsch, denen geht's jetzt wieder alle so richtig dreckig. Bei den anderen, wo du gesagt hast, ja, da kann vielleicht eine Kinder sein oder vorkommen oder so, aber in dem Teil, der macht ab der ersten Minuten oder nach den ersten Rückblick, in dem Moment, wo der Michael aus dem Feuer rauskommt, macht er keine Gefangenen und du weißt, er ist eine Naturgewalt, er ist richtig gefährlich unterwegs und er ist angsteinflößend und wenn er da rumgeht, es werden so gut wie alle ins Gras beißen, weil er einfach eine Killermaschine ist und er ist wieder mal so richtig respekteinflößend und das fand ich super, dass der Horrorfaktor von Michael wieder so richtig auf der 12 ist. Das war auch das Erste, was ich mir gedacht habe, als der Mob auftaucht, immer so geil, der Mob wird immer größer, das heißt, der Bodycount wird auch immer größer. Sehr schön. Da habe ich schon innerlich grinsen müssen. Was aber auch noch ein cooles Highlight war bei uns im Kino, wir waren jetzt Bleiling im Kino, und dann kämen die Trailer und dann sind die Trailer Goa und dann geht's Licht ganz aus und der Vorhang fährt auf, denkst du, ja, jetzt geht's los. Und dann blitzt groß Sony ein. Da denk ich mir so, seit wann ist das Sony irgendwie, was haben die mit Michael und mit dem Halloween am Hut? Nix normal, oder? Dann kommt Marvel, denkst du, noch ein Trailer, jetzt kommt der Venom 2 Trailer, jetzt haut's ab, wenn wir endlich den Film sehen. Dann läuft der Trailer, der vermeintliche Trailer läuft und irgendwann so, Alter mal, das ist kein Trailer mehr, das ist der Anfang von Venom 2. Dabei haben sie sich mit den Kassetten vertan und bei uns haben sie Venom 2 laufen lassen und im Venom 2 Kino ist anscheinend der Halloween gelaufen. Genau, bei den 12-Jährigen, haben sie den 18er Film angeschaut und wir 18er Affen haben wir so einen Venom eingehauen. Genau, aber die ersten 5 Minuten, ja. Ich wollte dann schon ganz heroisch aufspringen und rausgehen, aber bis mir die Schuhe wieder angezogen hat, bis schon ein paar andere rausgegangen. Ja, also, und Hosen zu war. Die Hosen habe ich wieder zumachen müssen, ja, dann hat's mich geworfen, dann bin ich liegen geblieben, weil ich geschammt habe. Das war wieder mal ein lustiger Moment. Draußen, dass die 12-jährigen Kinder schreien gehört. Voll verstört. Mami, ich möchte auch kein Feuerwehrmann mehr werden. Ja. Mama, was macht ihr mit der Flex? Warum schneidet ihr dem ins Gesicht? Genau. Normal schneidet der Papa damit gerade Flacheisen. Aber was uns dann weniger gefallen hat, müssen wir ihnen auch noch verzeihen, die Leute. Was ist denn dein No-Go? Ja, also wie gesagt, das mit die Mob-Geschichte, es ist cool, dass es drin ist, aber sie war mir zu stark ausgewalzt. Also das war wirklich etwas, wo ich gesagt hätte, vielleicht ein wenig weniger und auch ein wenig hektischer geschnitten. Das war so eine stressige Geschichte, dass du wieder nicht mehr gewusst hast, wo und ist, wo ich mir auch gedacht habe, ja, ein wenig weniger war vielleicht ein wenig mehr und aber sonst wüsste ich jetzt eigentlich nicht wirklich was, wo ich sage, was mir jetzt wirklich brutal gestört hätte. Das war jetzt das Einzige. Bei dir? Ja, da schließe ich mich auch bei dir an, weil ich fand die Szenerie, also an sich die Thematik ist cool, aber die Szenerie im Krankenhaus da mit dem Mob, die Kamera ist, als hätten sie es an einem Stiel aufgehängt, so wie das die umeinander geschwenkt und das hat sich so lang gezogen und dann sind sie, das war einfach zu viel. Das war einfach ein total zu viel. Das hätte ich komplett rauslassen können, den Schmarrn. Der ist völlig unnötig gewesen. Interessiert keine Sau, ob der Mob, also ob da jetzt ein Mob da ist und nicht einen anderen jagt oder ob der Michael jagt, das interessiert keine Sau. Hättest es lieber die ganzen Idioten noch zusätzlich auf Michael hinlaufen lassen, dass er noch mehr metzgern kann. Da war mir mehr der Käufer gewesen. Das habe ich auch nicht, so hätte ich es auch nicht braucht. Und die Hackfresse, der den Tommy Doyle da gespielt hat, der wo er bei Breakfast Club dabei war, der hat mich auch zu Tode genervt. Am Anfang war er noch ganz okay, wo er noch mit den anderen so redet und so und Ding und hin und her und guter Spätsee. Aber dann, wie er dann anfängt, da den Mob zu mobilisieren, da denkst du, leck, bist du eine unsympathische Mistsau. Da muss man auch gedacht, halt endlich dein Blöds mal, du Hanswurst. Da habe ich gar nicht drauf, da habe ich so richtig schön drauf gewartet, dass der endlich verrammt wird. Aber die hätte schon 1978 kennst du schon, haben sie in der Saudepp. Auskühlt wie ein Kürbis. Ja, genau. Der hat mich auch so richtig aufgeregt. Oh Gott. Aber wie gesagt,
kriegt noch jeder sein Fett weg bei dem Streifen. Auf jeden Fall. Wenn der Mob dann auf den Michael trifft. Das habe ich auch gehört. Ich glaube sogar irgendwo gelesen auf Facebook, wenn mich nicht alles täuscht, dass sie sich darüber beschweren, weil der Michael einen ganzen Mob erledigen kann. Ja, er ist der fucking Shape. Was soll er denn sonst? Ja, war doch, was meinst du denn das? Das ist genau das, auf was ich mich gefreut habe, dass der Fleischwolf Michael Myers zuschluckt. Unbedingt. Aber gut, weiß auch nicht. Du kriegst das geliefert, was dir versprochen wird und danach ringst du auf, du sollst deine Salami-Pizza bestellen und mich dann aufringen, weil ich gar nicht krieg. Ja, weil so viel Fett drauf schwimmt. Ja, die geile fette Salami-Pizza aus Eicherdorf da beim Toni, die war super. Mehr die sofort. Es war eine 1,5 Zentimeter dicke Salamischeibe aber gut, aber ein anderes Thema. Ja, anderes Thema. So nicht, dass ich um 10 Uhr nur das Fressen noch fange jetzt. Ja, nicht schon wieder. Erzähl die Leute noch mal, was zum da haben mit unserem Podcast. Mit unserem Podcast. Wo sie den hinschirmen sollen. Den könnt ihr euch sonst hinschirmen, den Scheißdreck, weil es mag keine hören. Ihr hört euch lieber was gescheit so. Als erstes geht's einmal ins Kino, schaut euch Halloween Kills an und auf dem Weg dorthin hört euch natürlich unseren Podcast an und auf dem Weg heim auch. Und wenn's dann daheim sitzt, dann tat's überall, wo es ihn findet, tat's abonnieren und liken und teilen und Glocken drücken und dann unsere Glocke drücken. Und wer es nicht tut, der kann vielleicht auf der Schlachtplatte vom nächsten Halloween landen, wenn er nicht pariert. Oder zum Scheißen gehen. Oder ordentlich zum Scheißen gehen, das darf ich auch sagen. Und wenn er weiterhin komische Gründe sucht, warum er sich über einen Film aufregt, dann kann er schon gleich doppelt zum Scheißen gehen und soll ja kein Klopapier haben. Oh. Das wäre wie ein Sofalle. Aha, das soll er. I want to play a game. Aber ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Das ist wie immer schön, dass ihr es da seid. Wir freuen uns immer. Auf jeden Fall. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Beim besten Podcast in Haddonfield. Habadere. Servus.